Jetzt würde ich wieder meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, das funktioniert. Super. Und übergehen zur Präsentation zum Energiecharta-Vertrag. Was ist das eigentlich ein Vertrag? Es ist ein internationaler Vertrag aus Mitte der 1990er Jahre, mittlerweile angewandt in über 50 Staaten, die ihn unterzeichnet und ratifiziert haben. Westeuropa, Osteuropa, Zentralasien plus die EU. Der Vertrag enthält zahlreiche Regeln, aber die wichtigsten, weil durchsetzungsstärksten Regeln sind die Rechte, die ausländische Investoren in dem Vertrag bekommen, um Staaten zu verklagen. Das kennen vielleicht einige von Ihnen schon, dieses Regime aus der Debatte um Freihandelsverträge wie das EU-Kanada-CETA oder das TTIP. Das Kürzel für diese Klagerechte ist ISDS, Investor State Dispute Settlement. Und das besagt eben, dass im Fall des Energiecharta-Vertrags ein ausländischer Investor im Energiesektor, der in einem Land investiert, dieses Land verklagen kann, wenn die Rechte im Energiecharta-Vertrag, wenn der Investor die Rechte im Energiecharta-Vertrag als verletzt angeht. Worum geht es da? Es kann um alles Mögliche gehen. Im Video haben wir gesehen, es geht um ein Gesetz, das das niederländische Parlament beschlossen hat. Die Klagen können sich aber auch richten gegen Entscheidungen der Exekutive. Also wenn Sie sich vorstellen, bei Öl, Gas, Pipelines beispielsweise geht es um Genehmigungen, um bestimmte Auflagen. Die kommen oft von Behörden. Auch die können Gegenstand solcher Klagen sein. Selbst Gerichtsurteile können angegriffen werden in solchen Schiedsverfahren. Verliert ein Staat die Klage, wird er verurteilt, Schadenersatz zu zahlen an den Investor. Es gibt ein paar Besonderheiten in diesem Regime. Eine Besonderheit ist, dass die Entscheidungen nicht gefällt werden von unabhängigen Gerichten, sondern von 3 privaten SchiedsrichterInnen, die von den Parteien ernannt werden. Eine weitere Besonderheit ist, dass völlig egal ist, im Fall unseres Videos, was in der niederländischen Verfassung steht oder was im Europarecht steht. Relevant ist, was steht im Energiecharta-Vertrag, und finden die Schiedsrichter, dass diese Rechte, die der Investor dort bekommt, verletzt werden, die weitergehen als das, was wir in nationalen Verfassungen oder auch im Europarecht kennen. Wie sieht das jetzt in Aktion aus? Der Energiecharta-Vertrag, ich nutze auf den Folien öfter das Kürzel des englischen Wortes Energy Charter Treaty, also nicht wundern. Wie sieht der Vertrag jetzt in echt aus, in der Realität? Die erste Klage, die eingereicht wurde gegen ein westeuropäisches Land, war gegen die Bundesrepublik Deutschland. Geklagt hat damals der schwedische Staatskonzern Vattenfall. Und es ging um Umweltauflagen bei einem Kohlekraftwerk in Moorburg bei Hamburg. Da hat es Wahlen gegeben, die Grünen haben Wahlkampf gemacht gegen das Kraftwerk, haben es dann nicht gestoppt, aber immerhin die Umweltauflagen verschärft. Es ging konkret um die Frage, wie viel Wasser kann aus der Elbe genommen werden, um das Kraftwerk zu kühlen. Wie Sie sich vorstellen können, hat das Auswirkungen auf Fischbestände und so weiter. Also die Auflagen sollten verstärkt werden. Vattenfall hat geklagt gegen diese Auflagen. La plainte sur une de ces justices spéciaux et voulait à 1,4 milliard de dommages et intérêts, mais n'a pas reçu, mais les experts ils ont dit avant, c'est pas de l'argent, mais il s'appelle vraiment de l'affaiblissement. Zugegeben, dass sie so Angst hatte, für diesen massiven Ausfall an Steuergeldern sozusagen verantwortlich zu sein, dass sie eingeknickt sind und die Auflagen geschwächt haben. Weil das so super lief für Vattenfall, hat Vattenfall die Bundesrepublik gleich ein zweites Mal verklagt, und zwar im Jahr 2012. Damals ging es um den beschleunigten Atomausstieg nach der Atomkatastrophe in Fukushima. Die Klage lief bis vor kurzem. Am Ende ging es um rund 7 Milliarden Euro Entschädigung, also sehr, sehr viel Geld. Wir haben viele Jahre auf ein Urteil gewartet. Jetzt auch im Frühling war wieder ein Urteil erwartet worden. Aber die Bundesregierung hat eingelenkt und als Teil einer Einigung bekommt Vattenfall jetzt 1,4 Milliarden Entschädigung. Das ist sehr viel mehr Geld, als
eigentlich Expertinnen berechnet hatten und als auch die Bundesregierung immer jahrelang gesagt hat, da war immer von dreistelligen Millionenbeträgen die Rede. Jetzt ist es sehr viel mehr Geld. Auch Rechtskosten sind ganz schön üppig, die Deutschland bezahlt hat, die sie nicht zurückbekommen werden. Und als Teil der Einigung beendet eben Vattenfall die Klagen. Ein weiteres Beispiel ist eine noch laufende Klage gegen Italien. Da geht es um das Verbot von neuen Gas- und Ölprojekten in Küstennähe. In der Debatte damals ging es nicht so sehr um Klimaschutz vor Ort, da ging es mehr um Schutz von Tourismus, Schutz von Fischereiindustrie, aber trotzdem erwähne ich die Klage hier, weil wir natürlich genau solche Entscheidungen brauchen, sprich keine neuen Öl- und Gasbohrungen mehr. Geklagt hat gegen diese Entscheidung auch des italienischen Parlaments ein britischer Konzern, Rockhopper heißt der, und Rockhopper will 275 Millionen Euro plus Zinsen. Das ist 9-mal so viel, wie der Konzern ausgegeben hat für Studien und auch den Rückbau einer Plattform nach der Entscheidung. Darauf komme ich später nochmal zurück. Wir erwarten eine Entscheidung in diesem Jahr. Und last but not least, die Klage, um die es ging im Video, richtet sich gegen das Verbot von Kohleverstromung ab 2030 in den Niederlanden. Also das ist der niederländische Kohleausstieg, dass Kohle nicht mehr verbrannt werden darf für Strom. Klagedrohungen gab es eben schon 2019 von RWE und dem Konzern Uniper und jetzt eben im Februar die tatsächlich eingereichte Klage von RWE. Und es geht um 1,4 Milliarden Euro Entschädigung, wobei Expertinnen davon ausgehen, dass das Kraftwerk von RWE, um das es geht, 2030 eigentlich nichts mehr wert sein wird. Hier habe ich Ihnen mal zusammengestellt einen Eindruck von so einem Schiedsverfahren. Das ist ein Internetmitschnitt einer Anhörung im Verfahren Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland, wo es um den Atomausstieg ging. Das ist bei dem Weltbank ansässigen Schiedsgericht gewesen, ICSID in Washington. Und hier sehen Sie, ja, wie das aussieht. Auf der linken Seite sind sozusagen eine Armee von Anwältinnen, die für Vattenfall arbeiten. Auf der rechten Seite die der Bundesrepublik Deutschland und mit roten Kringeln, sehr schlecht zu sehen, die drei Schiedsrichter, die die Klage hätten entscheiden sollen, das jetzt gar nicht mehr müssen, aber recht gut verdient haben in den letzten Jahren, wo sie lief. Wie haben sich die Klagen entwickelt auf Basis des Energiecharta-Vertrags? Ich habe gesagt, er kommt aus Mitte der 90er Jahre, er ist über 20 Jahre alt. In den ersten 10 Jahren ist nicht viel passiert, wenig Klagen. Das ändert sich in der zweiten Dekade, da haben wir einen Anstieg von Klagen. Ich weiß nicht, ich hoffe, es ist hier gut zu sehen, vor allem 2013, 14, 15 viele Klagen. Wichtig ist zu sagen, ein Großteil dieser Klagen heutzutage findet im erneuerbaren Energienbereich statt. Darauf können wir vielleicht in der Diskussion nochmal zurückkommen. Also da geht es nicht um bösen Kohlekonzern RWE versus die Niederlande, da der Energiecharta-Vertrag auch erneuerbare Energien schützt. Nichtsdestotrotz gibt es seit Jahren Warnungen, dass das Hauptproblem dieses Vertrags seine Bedrohung für effektiven Klimaschutz ist. Das hat damit zu tun, dass viel mehr fossile Investitionen vom Vertrag heute geschützt werden als erneuerbare und dadurch das Klagerisiko kolossal ist. Also diese Warnungen, dass es Klagen geben wird gegen Klimapolitik auf Basis des Energiecharta-Vertrags ist schon einige Jahre alt und mit RWE haben wir jetzt eben die erste so eine glasklare Klimaklage gegen den niederländischen Kohleausstieg. Das ist der Beginn eines neuen Trends. Wir werden sehr, sehr viel mehr Klagen sehen, wenn Staaten die Maßnahmen ergreifen, die sie ergreifen müssen. Das sehen auch Schiedsrichter, Anwältinnen in dem Bereich. So hier ein Interviewausschnitt mit einem der Top-Schiedsrichter auf Basis des Energiecharta-Vertrags, Pierre-Marie Dupuy, der hier sagt, ja klar, es wird eine Zunahme von Klagen im Zusammenhang mit Klimareform geben. Ich denke, es gibt noch eine rosige Zukunft für den Energiecharta-Vertrag. Warum ist das so? Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass solche Abkommen, Investitionsschutzabkommen und der Energiecharta-Vertrag ist ein solches, die sind dafür da, den Status quo zu schützen, bestehende Eigentumsverhältnisse. Und genau die müssen wir ja radikal ändern, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen umsetzen müssen. Wir müssen massiv eingreifen
in die Eigentumsrechte von Kohle-, Öl- und Gaskonzernen. Sie dürfen diese Ressourcen schlicht nicht fördern, wenn wir den Planeten retten wollen. Das sind massive Eingriffe in Eigentumsrechte. Und genau da steht der Energiecharta-Vertrag als so eine Art Netz und doppelter Boden für die fossile Industrie parat. Um wie viel Geld geht es? Genau wissen wir das nicht, aber wir haben seit Februar eine Annäherung. Das Team von Investigate Europe, das journalistische Investigativ-Team, was europaweit arbeitet, hat sich angeschaut, wie viel fossile Infrastruktur ist eigentlich in der EU, in Großbritannien und der Schweiz geschützt auf Basis des Vertrags. Und sie kommen zu der Summe von über 344 Milliarden Euro. Das ist extrem konservativ. Also die tatsächlichen Schadensersatzsummen, um die es mal gehen könnte in der Zukunft, sind sehr, sehr viel höher. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Investigate Europe gar keine Daten hatte, vernünftige Daten zum Beispiel zu Kohlegruben. Also hier unten rechts sehen Sie nochmal aufgeschlüsselt, um welche Sektoren geht es bei dieser fossilen Infrastruktur. Man sieht sehr, sehr viel Schutz von Gas, Pipelines, Gasfeldern, Gaskraftwerken, aber eben auch Datenlücken. Ölpipelines nicht erfasst, Kohlegruben, die fetten Kohlegruben in Deutschland beispielsweise nicht erfasst. Also das Geld, um das es geht, ist in echt sehr viel höher und, das muss man noch dazu sagen, diese Zahl umfasst nur den, sagen wir mal, den tatsächlichen realen Wert einer Investition und nicht noch zukünftige Gewinne, die beispielsweise mit einem Kohlekraftwerk gemacht werden können. Und genau um solche Summen kann es aber bei Schadensersatzklagen gehen. Was ist jetzt der Effekt dieses Regimes für den Klimaschutz? Es gibt zwei Effekte. Das eine ist die Verzögerung von Klimaschutz. In dem Video sagt Sandra Beckermann, die Politikerin, schon, ja, wir sind ziemlich stolz 2030. Und dann sagt sie, this is maybe a little too late. Das war tatsächlich auch die Einschätzung der Klimabewegung in den Niederlanden. Wir in Deutschland träumen von einem Kohleausstieg 2030, aber er müsste eigentlich früher kommen. Und ein Grund, weshalb er erst 2030 kommt in den Niederlanden, ist, dass die niederländische Regierung sehr wohl das Risiko abgeschätzt hat, verklagt zu werden und gedacht hat, naja, mit einer 10-jährigen Übergangsfrist wird es für die Unternehmen sehr, sehr schwierig sein zu sagen, sie sind völlig unfair behandelt worden oder enteignet worden. Also das ist ein Grund für den späten Kohleausstieg. Ein zweiter Effekt ist, Klimaschutz wird teurer. Da gibt es ein Beispiel aus Deutschland, der deutsche Kohleausstieg, der wie gesagt auch sehr spät kommt. Er wird aber auch sehr teuer. Das ist massiv kritisiert worden, die Schadenersatzgelder, die die Bundesregierung zahlt an die deutschen Kohlebetreiber im Rahmen des Kohleausstiegs. Das ist festgelegt in einem Vertrag. Und da bekommen RWE, aber auch die LEAG in tschechischer Hand recht viel Geld. Insbesondere bei der LEAG ist es auffällig, wie viel Geld die Bundesregierung zugesagt hat. Über 1,7 Milliarden an Entschädigung. Dabei hatten interne Gutachten, die das Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat, um zu errechnen, wie viel Gelder müssen wir denn zahlen an Entschädigung, eine viel geringere Summe errechnet. LEAG bekommt 50 Mal mehr Geld, als eigentlich berechnet wurde. Warum ist das so? Im Vertrag sagt die LEAG und alle anderen Kohlekonzerne auch zu, dass sie in Zukunft verzichten werden auf Klagen unter dem Energiecharta-Vertrag gegen den Kohleausstieg. Das heißt, der Energiecharta-Vertrag und die Angst, verklagt zu werden, war definitiv Teil der Verhandlungen und ist eine Erklärung dafür, warum Deutschland den Kohlekonzernen so viel Geld zahlt. Klar, nach der Vattenfall-Erfahrung, das wollte die Bundesregierung nicht nochmal erleben. Da zahlt sie lieber gleich dieses Mal. Das heißt, Klimapolitik findet heute unter so einer Art Damoklesschwert Energiecharta-Vertrag statt. Der muss immer berücksichtigt werden. Das ist jetzt kein, wie soll man sagen, nicht sonderlich kritisierbares Verhalten von PolitikerInnen oder feige. Sie sind gut daran beraten, Klagen und Klagedrohungen sehr, sehr ernst zu nehmen. Denn der Energiecharta-Vertrag ist ein ganz besonderes Rechtsregime, das ganz anders funktioniert als nationales und auch Europarecht.
weil natürlich können wir solche Klagen uns auch vor nationalen oder europäischen Gerichten vorstellen. Was macht den Energiecharta-Vertrag so besonders gefährlich für Regierungen und besonders attraktiv für fossile Konzerne? Es ist ein einseitiges Rechtssystem. Nur ein Akteur kann klagen. Der wiederum hat keine Pflichten. Das ist der ausländische Investor. Und es gibt gleichzeitig sehr wenig Platz in diesem Regime für den Schutz öffentlicher Interessen. Es gibt massive Interessenskonflikte auf Seiten der Schiedsrichterin, also dieser 3 Personen, die diese Milliardenklagen entscheiden. Ich nenne nur mal einen ganz systemischen Interessenskonflikt. Sie werden pro Verfahren bezahlt mit sehr hohen Tagessätzen. Also verdienen wirklich sehr, sehr viel Geld. Das heißt, sie verdienen mehr, je mehr Klagen kommen, je länger eine Klage dauert. Und das ist ein großer struktureller Anreiz, zugunsten des Investors zu entscheiden und das Recht immer weiter auszulegen, sodass schlicht mehr Klagen kommen in der Zukunft. Nationale Gerichte mit ihren fixen Gehältern für Richterinnen funktionieren da ganz anders. Die Entschädigungssummen, die fließen können, sind schlicht höher unter dem Energiecharta-Vertrag. Also es sind Sachen entschädigbar, die beispielsweise auf Basis des deutschen Grundgesetzes nur bedingt entschädigbar wären. Und es gibt diese kolossale Möglichkeit, Entschädigung für entgangene zukünftige Gewinne zu bekommen. Sehr, sehr viel begrenzter in anderen Rechtsregimen. Sprich, der Energiecharta-Vertrag ist so eine Art Gelddruckmaschine, mit dem die fossile Industrie mit sehr viel mehr Geld nach Hause gehen kann. Deshalb ist es auch so attraktiv, da zu klagen. Für Staaten besonders schwierig auch nochmal die widersprüchliche Rechtsprechung. Das heißt, tatsächlich Risiken abzuschätzen, ist wahnsinnig schwer, weil in einem Verfahren wird eine Klausel so ausgelegt, in einem anderen ganz anders. Diese Besonderheit des Rechtssystems ist hier nochmal in einem Zitat zusammengefasst von Chris Hamby, ein Journalist, der vor schon längerer Zeit 1,5 Jahren zu diesem Klageregime, also nicht nur zum Energiecharta-Vertrag, aber auch, sondern zu ISDS ganz allgemein recherchiert hat. Und er hat gesagt, es ist so unvorhersehbar. Die Strafzahlungen, die die Schiedsrichterinnen verhängen können, sind so katastrophal hoch, dass ein Einknicken vor den Forderungen eines Konzerns, egal wie extrem sie auch sind, als einzig kluge Entscheidung erscheinen kann. In eine ganz ähnliche Richtung geht hier Professor Gast von Harten, der lange zu diesen Klagerechten forscht. Hier auch nochmal im Wesentlichen sagt, die Schadensersatzurteile sind rückwirkend und nicht gedeckelt. Daher unterliegen Länder einem starken Anreiz, wirksamen Klimaschutz zu vermeiden und potenzielle Haftbarkeit zu beschränken. Wo steht der Vertrag heute in diesem Jahr und vielleicht in den nächsten Jahren und Monaten? Es gibt jetzt eben schon einige Jahre Kritik. Es gibt viele Klagen, auch gegen EU-Mitgliedsländer. Deshalb gibt es aktuell einen Prozess der Modernisierung des Energiecharta-Vertrags mit laufenden Verhandlungen. Die letzte Verhandlungsrunde ist gerade vor knapp einem Monat zu Ende gegangen. Die nächsten kommen im Juni, Juli, September, November diesen Jahres. Wenn man sich die Agenda anguckt, also was wird überhaupt diskutiert, ist sie extrem begrenzt. Und ich würde sagen, aber da kommen wir mit Sicherheit in der Diskussion auch nochmal später mit Claude Türmes zurück, weitreichende Änderungen, die wir dringend bräuchten an diesem Vertrag. Einerseits, um Klimapolitik zu schützen, aber andererseits, um auch öffentliche Haushalte zu schützen, rechtsstaatliche Verfahren zu ermöglichen und so weiter, sind völlig unrealistisch. Unter anderem, nicht allein, aber unter anderem deshalb, weil namhafte Mitglieder wie Japan bereits gesagt haben, dass sie eigentlich gar keinen Veränderungsbedarf sehen, alle aber zustimmen müssen, wenn der Vertrag auch nur in einem Komma geändert werden sollte. Es gibt parallel dazu eine sich intensivierende Debatte über einen Ausstieg aus dem Energiecharta-Vertrag. Das ist rechtlich leicht. Fast jedes Mitgliedsland kann austreten. Man muss nur eine gewisse Anzahl an Jahren Mitglied gewesen sein. Dann schreibt man ein Briefchen und ist quasi ein Jahr später raus. Italien hat das bereits gemacht. 2014 den Brief geschrieben. Am 01.01.2016 war Italien nicht mehr Vertragsmitglied. Aber der Energiecharta-Vertrag enthält für diesen Fall
einen Superschutz für Investoren. Wir nennen das die Zombie-Klausel, die besagt, dass ein Land auch nach Austritt weitere 20 Jahre verklagt werden kann. Das ist verbreitet in solchen Verträgen. Kleine Fußnote, so eine Klausel gibt es auch im CETA-Abkommen, was Luxemburg letztes Jahr ratifiziert hat. Um mit dieser Klausel umzugehen, gibt es einen ganz guten Weg. Das wäre ein gemeinsamer Austritt von möglichst vielen Ländern. Ich denke natürlich an alle EU-Mitgliedstaaten, die parallel zum Austritt erklären könnten, diese Klausel findet unter uns nicht mehr Anwendung. Ist nicht ganz wasserdicht, aber die beste Option, die wir haben. Ganz kurz nur der Hinweis, es gibt parallel dazu auch eine heftige Auseinandersetzung um die vielen Klagen innerhalb der EU vor europäischen Gerichten. Das wird noch hoch hergehen in den nächsten Monaten. Und es gibt eine besorgniserregende Ausweitung auf den globalen Süden. Das wird betrieben vom Energiecharta-Sekretariat. Sie können hier mal, die Folie habe ich leider nur auf Englisch, so diese Beitrittsschritte sehen und unten an diesen Öltröpfchen ein paar Länder, die relativ fortgeschritten sind im Erweiterungsprozess. Im Visier sind da vor allem Afrika, aber auch Länder in Lateinamerika und in Asien. Im Moment ist dieser Schritt 3, also wo ein Land formal eingeladen wird, dem Energiecharta-Vertrag beizutreten, ausgesetzt, weil die Kontroverse so groß ist um den Vertrag. Aber das Sekretariat macht weiter fleißig Werbung, hat ein großes Budget, auch in diesem Jahr, um den Vertrag in den globalen Süden zu drücken. Und das ist aus vielen Gründen hochproblematisch. Letztendlich nimmt der Vertrag den Ländern politischen Gestaltungsspielraum. Und das ist, wenn man sich vorstellt, ein Land wie Bangladesch, was jetzt erst im großen Stil überhaupt in die Kohle einsteigt, aber auch in Ländern wie Nigeria mit großen fossilen Vorkommen, auch umstrittenen Energieprojekten. Uganda nenne ich mal, hier gibt es sehr viel Auseinandersetzung um Dämme. Also da geht es jetzt gar nicht um fossile Energien, aber große Staudämme. Wie kann ein Land wie Uganda später noch Sozialstandards durchsetzen, Menschenrechtsverletzungen ahnden, im Kontext von solchen Staudämmen? All das wird schwieriger, wenn die Staaten dem Vertrag beitreten. Deshalb muss die Erweiterung dringend gestoppt werden. Was bleibt? Ich schließe mit einem Zitat einer früheren Mitarbeiterin des Energiecharta-Sekretariats in Brüssel, die sagt, die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten kollektiv austreten. Ja, ein völliger Anachronismus, dieses Abkommen in Zeiten der Klimakrise. Das sieht nicht nur sie so, sondern mittlerweile auch knapp 500 Klimawissenschaftlerinnen bzw. andere prominente Stimmen der Klimadebatte, fast 300 Abgeordnete aus nationalen Parlamenten und dem Europaparlament. Spanien und Frankreich gehören zu den Ländern, die ein Ausstiegsszenario am stärksten, zumindest als ein Szenario mitbetonen. Und es wurde schon genannt in der Einleitung, es gibt über 1 Million Bürgerinnen, die sich dieser Forderung raus aus dem Energiecharta-Vertrag mittlerweile angeschlossen haben. Und damit bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Sie bekommen die Folien nach dem Webinar zugeschickt und hier sind nochmal eine Reihe weiterer Ressourcen, die es auch auf Deutsch gibt. Vielen Dank. So, vielen Dank, Pia Eberhard, für diesen interessanten Vortrag. Ich sehe, wir haben eine Frage auch hereinbekommen, und zwar: Wie sehen Sie die Anwendung des ECT im zwischenstaatlichen Bereich der EU-Mitgliedstaaten und im Kontext der EU-Verträge? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Klagen innerhalb der EU. Also Beispiel RWE versus die Niederlande. RWE ist ein deutscher Investor, verklagt die Niederlande, einen anderen EU-Mitgliedstaat. Ich glaube, fast 70% der Klagen, die wir kennen auf Basis des Energiecharta-Vertrags, sind solche Intra-EU-Klagen. Das heißt, Teil 1 der Antwort ist, es gibt sehr viele Klagen. Es gibt lange Versuche der Europäischen Kommission und auch der Mitgliedstaaten, diese Klagen zu stoppen. Also die Kommission hatte in all diese Klagen interveniert und hat gesagt, es dürfte sie eigentlich gar nicht geben, weil sie nicht europarechtskonform sind.
Auch die Mitgliedstaaten, die solche Klagen verteidigen, also ich habe erwähnt, Italien, Rockhopper, Deutschland, Vattenfall, haben alle versucht, so ihre Klagen zu verteidigen. Bisher hat jedes Schiedsgericht gesagt, sehen wir nicht so. Die Klage gibt es natürlich, wir wollen weiter reich werden, sie laufen weiter, also die Klagen laufen weiter. Auf diesem Weg gab es keinen Erfolg. Interessanter wird es werden, wenn der EuGH explizit sagt, dass es keine Intra-EU-Anwendung des Energiecharta-Vertrags mehr geben darf. Das hat mehr Gewicht. Ich gehe davon aus, die Schiedsgerichte, das sind sowieso kleine Königreiche, dass auch die Wege und Mittel finden werden, den EuGH zu ignorieren, so wie sie das auch bisher machen. Aber dann wird es rechtlich nochmal interessant. Also es ist es klingt ein bisschen kompliziert, ist aber für die EU eine wahnsinnig wichtige Frage, diese Klagen zu stoppen. Das, wofür ich plädiere, Austritt aus dem Vertrag, geht aber sehr viel weiter. Okay, vielen Dank. Dann würde ich jetzt das Wort an Cedric Reichel geben, der uns etwas mehr zur Rolle spezifisch von Luxemburg erzählen wird. Genau, hallo auch von meiner Seite. Man sieht mich noch nicht. Genau, aber jetzt sieht man mich. Hallo auch von meiner Seite, mein Name ist Cedric Reichel. Ich möchte kurz noch in knapp 10 Minuten auf die Rolle Luxemburgs in diesem Vertrag zu sprechen kommen und habe dazu eine kleine Präsentation, die sieht man jetzt. Alles gut? Ja. Okay, gut. Übersicht. Die Geschichte der Rolle Luxemburgs, die ambivalente Rolle Luxemburgs und ich habe das ein bisschen populistisch genannt, Person Placements. Zuerst mal, Luxemburg hat den Vertrag sofort unterzeichnet. Hier haben wir auch von Legilux den Ausschnitt. Also 1997 hat man ihn in Luxemburg unterzeichnet, damals noch. Der Energieminister damals war Robert Goebbels. Die ambivalente Rolle Luxemburgs, dazu habe ich ein bisschen ein Zitat rausgesucht aus einem Reporter LU-Artikel, das vor einem Monat erschienen ist vom Energieminister Claude Turmes. Wir hatten bisher Glück, dass über Luxemburg nicht ein Unternehmen gegen eine Klimaschutzmaßnahme in einem anderen Land geklagt hat. Ich sage dazu nichts, ich lasse dazu einfach mal die Präsentation sprechen und vielleicht kann der Minister mir nachher erklären, wie er das gemeint hat, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Zitat richtig verstehe oder ob es aus dem Kontext gerissen wurde, das weiß ich nicht. Klagen gegen Luxemburg gab es keine. Das sehen wir, die meisten sind halt gegen Spanien, wie Frau Eberhard vorher erklärt hat. Gegen Luxemburg gab es noch keine Klagen. Aber Luxemburg ist unter den Top 3 der Ausgangsländer für Klagen. 22 hat Energy Charter Dirty Secrets gezählt. Das ist eine Seite, die betrieben wird von 2 NGOs. Interessant ist, dass die offizielle Zählung auf der offiziellen Seite von Energy Charter Treaty, die zählt sogar 41 Fälle. Das ist eine andere Zählweise. Da geht es noch darum, wenn ein Fall von mehreren Société, also Gesellschaften, gemeinsam geführt wird und diese auch noch teilweise in 2 Ländern oder 3 Ländern registriert sind. Also auf jeden Fall Luxemburg unter den Top 3 der Ausgangsländer. Die meisten Klagen wurden in den letzten 10 Jahren eingereicht gegen Spanien, 16 Stück. Und ich möchte hier mal zeigen, ein exemplarisches Beispiel, was sehr emblematisch ist. Das war aus dem Jahr 2012. Charan BV und Constructions Investments gegen Spanien. Das ist deshalb absurd, weil es halt zeigt, wie dieser Vertrag missbraucht werden kann. Ausgang war eigentlich der Wille von 2 Solarparkbesitzern aus Spanien, Luis Delso und José Gómez. Das sind Spanier, die in Spanien investieren und die haben einen Weg gesucht, eigentlich ihr eigenes Land, Spanien, zu verklagen, was eigentlich unter dem Vertrag illegal sein sollte. Was haben sie getan? Sie haben Phantomunternehmen, Gesellschaften in den Niederlanden und Luxemburg gegründet. Construction Investment SRL war in Luxemburg, gibt es nicht mehr.
Das ist rausgekommen und man muss sagen, die Klage wurde abgewiesen. Trotzdem zeigt das eben, wie gefährlich dieser Vertrag ist. Man muss sagen, inzwischen wird auch in Spanien gegen die beiden Herren ermittelt. Also es ist jetzt nicht so, dass das noch ein großes Geheimnis ist. Dann habe ich heute mir die Mühe gemacht, einen anderen Fall zu suchen, nämlich Cube Infrastructure. Die verklagen jetzt auch Spanien. 2019 haben die sich gegründet und ja, in der Avenue de la Liberté gibt es da diese Adresse und wie wir sehen, scheint diese Boîte aux Lettres, wie sie sich auch selber nennt, sozusagen sehr vielen Dienstleistern zur Verfügung zu stehen. Also da sieht man, wie das Ganze funktioniert und welche Rolle auch Luxemburg da spielt. Einen dritten Fall hat Reporter LU, das Investigativmagazin Luxemburgs, aufgedeckt. Da ist es ein bisschen anders gelagert, weil da geht es darum, dass ein moldauischer Investor hat gegen Kasachstan geklagt, hat gewonnen, hat den ECT dafür benutzt, aber Kasachstan hat sich geweigert, das Geld auszuzahlen. Nun ist es so, dass in Luxemburg sehr viel kasachisches Geld liegt bei Finanzinstituten. Und da hat man luxemburgische Gerichte jetzt bemüht, um dieses Geld freizugeben. Und das ist momentan auch eine sehr komplexe Geschichte an luxemburgischen Gerichten. Da sieht man, ja, wie auch multinational dieser Vertrag genutzt wird. Drittes, ich wollte kurz reden über das Person Placement, wie ich es nenne. Es ist so, seit 2019 gibt es ja eine Modernisierungsbemühen des ECT. Darin ist natürlich auch ein Vertreter Luxemburgs, Herr Guy Lenz. Guy Lenz ist der Energieattaché für Luxemburg im EU-Ministerrat, ein langjähriger Experte in internationaler Energiepolitik und er ist da auch Vizepräsident. Interessant ist, dass jetzt vor ein paar Tagen wurde öffentlich, dass er anscheinend sich beworben hat, um der nächste Generalsekretär des ECT-Sekretariats in Brüssel zu werden. Da ist meine Frage für die spätere Diskussion natürlich, ist das ein trojanisches Pferd oder was genau ist das? Wie sollen wir diese Rolle verstehen? Ist das eine große Chance? Wäre auch eine Möglichkeit. Da muss man auch sagen, dass der Energieminister Luxemburgs, Claude Turmes, sich sehr profiliert hat in letzter Zeit, eben auch international sehr oft über den ECT geredet hat, dazu auch getwittert hat seit 2 Jahren und auch oft zitiert wird von NGOs, die sich mit dem Vertrag beschäftigen. Und jetzt in den letzten 2 Monaten gab es noch mal eine Verhandlungsrunde zur Modernisierung des Vertrags. Und ja, ich habe da diese 3 Tweets rausgesucht, um ein bisschen emblematisch zu zeigen, wie schwankend dann doch die Position ist, wie schwer es ist, da kongruent und auch konsistent zu bleiben. Ja, was genau sind die nächsten Schritte? Und genau, damit wollte ich ein bisschen auch schon überleiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich muss stoppen. Genau, vielen Dank an Cedric Reichel. Ich sehe jetzt keine direkten Fragen, die wir bekommen haben. Aber wie gesagt, wenn Sie auch noch andere Fragen haben und die im späteren Verlauf stellen, können wir trotzdem am Ende der Diskussion auch noch darauf eingehen. Ich würde dann das Wort an Claude Turmes geben, um ihm auch die Möglichkeit zu geben, auf die 2 Beiträge, die wir jetzt gehört haben, zu reagieren. Guten Tag. Vielen Dank für die 2 spannenden Vorträge. Ich denke, schön auch Pia zu sehen. Ich denke, wir haben schon viel zusammengearbeitet über die letzten Jahre, vor allem an dem Lobbyregister. Und es ist auch so, dass als ich Energieminister wurde im Dezember 2018, wurde mir dann auch nachher, also relativ schnell, auch in Kontakten mit Friends of the Earth, mit anderen klar, dass dieser Energiecharta-Vertrag, dass der natürlich diametral dem Paris-Abkommen
gegenübersteht. Und ich habe eigentlich seit 2019 dann mehrmals bei den Energieministern das angesprochen. Ihr müsst wissen, die Energieminister Europas, die sehen sich zweimal im Jahr. Da kann man da auch Sachen auf die Tagesordnung setzen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich irgendwann 2019 zum ersten Mal diesen Energiecharta-Vertrag auf die Tagesordnung gesetzt habe, dann haben die meisten Energieminister, die haben so gesagt, von was redet der denn da? Das zeigt auch einfach, dass dieser Vertrag, der ist eigentlich sehr, sehr lange und auch zu lange eigentlich unter dem Radar der Öffentlichkeit gelaufen. Und was wir mittlerweile geschafft haben, und ich denke, das war eine gemeinsame gute Zusammenarbeit mit Friends of the Earth, einer Reihe Experten, dann aber auch die Kontakte, die wir gemeinsam haben als ein paar progressive Energieminister. Die spanische Ministerin wurde erwähnt, die französische Ministerin wurde erwähnt. Das heißt, wir haben es dann über das letzte Jahr 2020 haben wir es geschafft, auch im Energierat genug Druck aufzubauen, dass die Europäische Kommission endlich auch Farbe bekannt hat, weil die Europäische Kommission verhandelt im Namen der 27 oder in diesem Fall der 26 EU-Mitglieder, weil Italien ja nicht mehr Mitglied ist. Und das Problem war, dass die Europäische Kommission war eigentlich nur interessiert an dem Teil DG Trade. Die wollen ein bisschen besseres Schiedsgerichtsverfahren, was dann eher besser ist als das, was heute im EC, also in diesem Energiecharta-Vertrag ist. Aber die Europäische Kommission hat Monate gebraucht, um sich dann irgendwann durchzuringen, eine Position einzunehmen, wie halten wir es denn mit eben dem Investitionsschutz von fossilen und anderen Energien. Und die deutsche Ratspräsidentschaft, die war in der zweiten Hälfte 2020, war Deutschland Ratspräsidentschaft, die war auch nur moderat hilfreich. Und es ist uns jetzt erst Anfang diesen Jahres, also Anfang 2021, gelungen, unter portugiesischem Vorsitz, also Portugal hat jetzt 6 Monate lang den Vorsitz, dass es jetzt ein Verhandlungsmandat gibt, ein offizielles Verhandlungsmandat für die Europäische Union. Und dieses Verhandlungsmandat, das sagt, die EU will alle fossilen Energien nicht mehr schützen, mit der Ausnahme von, und das ist eine Ausnahme, die eben auch dann einen Kompromiss darstellt zwischen den westeuropäischen, sagen wir, progressiveren und dann eben auch den osteuropäischen wie den Visegrad-Staaten, die noch mehr auch am Gas hängen. Die Position ist jetzt, alle Fossilen werden terminiert, außer Gaskraftwerke, die Strom produzieren mit einer hohen also Energieeffizienz und dann auch auf 10 Jahre. Also das heißt, es ist quasi eine komplette Terminierung von den fossilen Investitionen und die EU will weiterhin die erneuerbaren Energien schützen und auch Energieeffizienzinvestitionen sogar zusätzlich in den Vertrag aufnehmen. Also das ist jetzt die offizielle Verhandlungsposition der EU. Und die wurde jetzt, weil das zum ersten Mal dann jetzt im März dann auch offiziell diskutiert, so in dieser März-Verhandlungsrunde, die dauert 3-4 Tage, mehrere Stunden und die wurde da angesprochen. Und in dieser März-Verhandlungsrunde ist jetzt eigentlich kein direkter Fortschritt. Allerdings gab es, nachdem die EU eben gesagt hat, wir wollen die Fossilen terminieren, gab es Mitte März einen Workshop mit allen Ländern, die wollten dabei sein, wo dann nochmal im Detail diskutiert wurde, was ist die EU-Position und wie will die EU das eigentlich jetzt durchsetzen, um aus den Fossilen auszusteigen. Das ist da, wo wir stehen jetzt offiziell in den Verhandlungen. Dieses Jahr ist ein gutes Jahr für Verhandlungen, weil
das ja auch das Jahr ist von Glasgow, den internationalen Klimaverhandlungen. Ihr seht, dass quasi jeden Tag jetzt große internationale Konferenzen sind. Das heißt, der Druck, dieses Jahr bei Klimaschutz voranzukommen und eben dann diesen ECT-Vertrag, der wirklich unsäglich ist in seinem Teil fossile Energien, um den zu terminieren. Soweit zum aktuellen Verhandlungsstand. Dann vielleicht noch zu dem, was Cédric Reichel gesagt hat. Es ist so, dass also Luxemburg ist wie die anderen EU-Länder da relativ früh eingestiegen. Meines Wissens ist es richtig, dass über Luxemburg ganz viele Fälle an das ECT herangetragen wurden, aber alle diese Fälle betreffen erneuerbare Energien und die meisten, wenn nicht alle diese Fälle, betreffen Spanien. Und wenn ich da vielleicht kurz etwas dazu sagen kann. Spanien war Anfang der Jahre 2000 eines der ersten europäischen Länder, die wirklich eine sehr progressive Politik hatten für die erneuerbaren Energien. Das hat dann ein sehr abruptes Ende genommen, irgendwann in den Jahren, wo Aznar, der ja wirklich ein rechtskonservativer, klimaskeptischer Ministerpräsident von Spanien war, der und sein Wirtschaftsminister, die haben dann von einem Tag auf den anderen haben die gesagt, die garantierten Einspeisepreise für erneuerbare Energien, die werden jetzt radikal gekürzt. Das heißt, wenn ich auch im guten Glauben in Spanien in Solarenergie oder Windenergie investiert hatte, wurde ich von einem auf den anderen Tag abgestraft und auf eine extrem brutale Art und Weise. Gleichzeitig hat Aznar dafür gesorgt, dass die spanischen Gerichte sich als nicht zuständig erklärt haben und später als ein Freund von Aznar europäischer Kommissar war, der Energiekommissar der letzten EU-Kommission, der hat dann dafür gesorgt, dass auch die EU-Kommission den erneuerbaren Investoren in Spanien einfach auch die EU denen nicht geholfen hat. Das heißt, also ich sage euch einfach auch meine ehrliche Position, ich finde es nicht absurd, dass ein Investor, der in Spanien seinerzeit investiert hat, der durch eine unsägliche politische Entscheidung von einem Klimagegner Geld verliert, dass der jetzt nicht klagen dürfte über diese Energy Charter Treaty. Und deshalb bin ich eigentlich auch der Meinung, dass so ein Vertrag für erneuerbare Investitionen eventuell gar nicht schlecht sein kann, weil er auch erneuerbare Investoren oder Energieeffizienzinvestoren schützt gegen Regierungen, die gegen Klimaschutz gehen. Das heißt, dieser Vertrag kann in die zwei Richtungen spielen. Er kann böse Investitionen in fossile Energien schützen, er kann aber auch gute Investitionen in erneuerbare Energien schützen. Dann vielleicht noch ein Wort zum, was Cédric ein bisschen salopp als Personal Placement erklärt hat. Ich kann euch nur sagen, Guy Lenz ist mein Mitarbeiter. Wir haben das lange besprochen, ob er in dieses Sekretariat eine führende Rolle einnehmen soll. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass die einzige Möglichkeit ist, dass wir wirklich wissen, was da abläuft, ist, dass er einer der Vizepräsidenten wird. Und wir haben besseren Zugang, wir wissen mehr, was da abläuft, als alle anderen EU-Länder, auch die ganz großen, weil wir dann quasi über den Vizepräsidenten auch wirklich immer wissen, was die Strategie ist. Und ich denke, das habt ihr jetzt nicht beleuchtet, der aktuelle Generalsekretär der Energiecharta, Herr Rusnak, ein Slowake, der seinerzeit von der Europäischen Union auf diesen Posten gesetzt wurde, ist
unserer Meinung nach extrem kontraproduktiv. Es gibt da auch eine interne Untersuchung, wo klar wird, dass das Management intern sehr fraglich ist. Aber ein Punkt noch, ich denke, der für die Diskussion wichtig ist. Pia hat vorher, oder Frau Ebert hat vorher gezeigt, dass das Sekretariat in einigen afrikanischen Ländern unterwegs war. Das Sekretariat war sehr, sehr aktiv mit China. Das heißt, und wenn ich dann jetzt dazu komme, aussteigen oder modernisieren, gibt es, denke ich, zwei Fragen, die man zumindest kontrovers diskutieren muss und die wir jetzt auch bei den EU-Ländern die nächsten Monate kontrovers diskutieren werden. Die erste Frage ist, wenn Europa aussteigt, dann verlieren wir die komplette Kontrolle über das, was mit diesem Vertrag passiert. Das heißt, wenn morgen China da einsteigt und aus diesem Vertrag, der sehr, sehr weitgehend die fossilen Energien schützt, dann kann das Spiel weitergehen, auch wenn Europa nicht mehr Mitglied ist. Ich denke, wir sollten das zumindest ehrlich miteinander diskutieren. Und das Zweite ist die Frage die ja auch jetzt fand ich, also ist die Frage, wenn die 26 EU-Länder ganz wahrscheinlich jetzt auch dadurch, dass der EuGH in den nächsten Wochen wird der EuGH ein Urteil fällen und wird sagen, die Arbitration, die es gibt im Energy Charter Treaty, ist mit dem EU-Recht nicht kompatibel. Also dürfen EU-Konzerne aus einem Land nicht mehr gegen die Regierung in einem anderen EU-Land klagen. Der Fall von Charan, der erwähnt wurde, zeigt aber auch, dass es ein leichtes ist, dass dann zum Beispiel RWE oder Uniper, die machen eine Briefkastenfirma in der Schweiz auf oder in Kasachstan auf und können weiterhin gegen Niederlande klagen, weil der Austritt der EU-Länder wird nämlich wird die Sunset Clause, also diese, ich finde das auch richtig, dass man die eine Zombie-Klausel nennt, die wird diese Zombie-Klausel auslösen und kann dann dazu führen, dass europäische Konzerne, die über ein Land, was noch Mitglied ist, kann noch immer gegen Europa oder gegen europäische Länder klagen. Und ich denke, das ist die zweite Frage, die einfach sehr, sehr schwierig zu beantworten ist. Für mich ist klar, dieser Vertrag, der muss jetzt geändert werden oder wir müssen raus. Aber das Rausgehen wirft zwei Fragen auf. Ist eben die Frage, stirbt der Vertrag, wenn die EU-Länder raus sind, oder lebt er weiter, eventuell mit jemand wie China? Und das Zweite ist, wie verhindern wir, dass diese Zombie-Klausel weiterhin Klagen auch von europäischen Konzernen gegen europäische Länder weiterhin möglich macht? Ich denke, das sind die zwei Fragen, die extrem schwierig zu beantworten sind. Vielen Dank für diese Reaktion. Dann schlage ich vor, dass wir jetzt in die Diskussionsrunde direkt übergehen. Und zwar, meine erste Frage würde die Erweiterung oder die mögliche Erweiterung vom Vertrag betreffen. Pia hat ja auch schon davon in ihrem Vortrag gesprochen und auch Claude Thomas hat diese Erweiterung erwähnt. Ich würde dann die Frage mal an Cedric Reichel stellen. Was wären denn die Folgen für die betroffenen Länder, insbesondere die des globalen Südens? Ja, also da muss ich schon sagen, wir als ASTERM müssen auch sagen, dass unsere Partnerorganisationen im globalen Süden sehr große Sorgen geäußert haben, dass dieser Vertrag ihre Unabhängigkeit und auch ihre eigenen Entscheidungen bei einer Energietransition, und viele Länder bauen gerade erst einen eigenen Energiemarkt auf,
sehr beeinträchtigen würde und auch da ihre Souveränität in Frage stellen würde. Und das muss halt unbedingt besprochen werden. Also wir finden schon als ASTM, dass ein Vertrag, der momentan selbst in Europa so viele Probleme macht, solange der nicht repariert ist, wenn man ihn denn reparieren kann und möchte, darf der nicht ausgeweitet werden auf Länder, die nicht die Erfahrung und auch die Basis haben, die europäische Länder haben. Das ist sehr gefährlich. Also so weit von mir. Wenn ich dazu gleich was sagen kann, wenn die EU-Länder nicht mehr Mitglied sind, dann können sie auch nicht mehr verhindern, dass der Vertrag geografisch ausgeweitet wird. Das heißt, ein modernisierter Vertrag, also zurzeit läuft die Modernisierung und die EU-Länder sind ganz klar, solange nicht modernisiert ist, gibt es keine geografische Ausweitung. Das heißt, zurzeit und solange diese Modernisierung nicht abgeschlossen wird, wird es kein neues Mitglied geben, weil um neues Mitglied zu werden, müssen alle anderen Mitglieder einverstanden sein. Und die europäischen Länder sind nicht einverstanden. Das heißt, es gibt keine, es gibt keine geografische Erweiterung, solange es keine Modernisierung gibt. Das ist einfach, sagen wir, der Stand heute mit eben den europäischen Ländern. Also von daher, aber natürlich, wenn wir raustreten, gut, dann kann man sagen, okay, dann ist der Vertrag dann tot, weil wir heute 2/3 von dem Ganzen ausmachen, kann sein. Aber das ist eine offene Frage. Ne? Okay, Pia Eberhard, möchten Sie vielleicht darauf reagieren? Ja, ich würde gerne noch ein Detail sagen. Es ist tatsächlich total wichtig, dass diese formale Einladung von neuen Mitgliedern auch auf Druck der EU erstmal ausgesetzt ist. Aber mit EU-Geldern betreibt das Sekretariat bis auf diesen Schritt die Expansion weiter. Auch das wäre eine Aufgabe der EU und der EU-Mitgliedstaaten zu sagen, jetzt auch keine Werbetouren in Afrika. Also nur der letzte Schritt, die Einladung, die ist blockiert, das ist wichtig, aber es sitzen weiter von Ministerien abgesandte Leute im Sekretariat in Brüssel und arbeiten an Beitrittsstudien. Auch das muss gestoppt werden, von EU-Geldern finanziert, das wäre vielleicht so eine Anregung. Und dann zu der Frage, können wir nicht austreten, weil es eine Gefahr gibt, dass der Vertrag dann sozusagen weiterlebt? Ich arbeite wirklich lange zu diesen Klagerechten und es sind immer zwei Sachen wichtig. Der Stopp jeder Ausweitung, also jedes neuen Vertrags mit Klagerechten, aber auch ein aktives Rollback. Jeder Investitionsschutzvertrag, der gekündigt wird, aus dem ausgetreten wird, nimmt ein Stück aus diesem absoluten Wahnsinn heraus, macht es Investoren und ihren Anwaltskanzleien schlicht schwieriger zu klagen und sendet wichtige Signale an den Rest der Welt. Wenn die EU austritt aus diesem Vertrag, ist er schlicht unattraktiver und das wird gehört werden von einer Regierung in Kenia, in Bangladesch. Man muss das System auch immer ein bisschen als Ganzes sehen. Und die Debatte, die wir hier hatten damals im Kontext von TTIP und CETA, hat sozusagen weltweit gewirkt. Und genauso würde ein Austritt der EU aus diesem Vertrag weltweit aus meiner Perspektive positiv wirken. Also so dieses Argument von, dann tritt da vielleicht China bei und dann können wir das nicht mehr gestalten. Das trägt für mich nicht, wenn ich mir anschaue, wie Austrittsbewegungen weltweit auf das Regime als Ganzes wirken. Wir müssen wirklich anfangen, weitere Stücke Kuchen da rauszunehmen. Und das klingt so radikal, aber die EU-Mitgliedstaaten haben doch gerade selbst über 130 Verträge gekündigt mit einem Vertrag, weil sie EU-Rechts nicht konform waren. Also es ist möglich, Staaten machen das. Raus aus dem Vertrag wirklich. Er hat keinen gesamtgesellschaftlichen Nutzen und hohe Risiken. Vielleicht zur ersten, es stimmt leider, dass der jetzige Generalsekretär, Herr Rusnak, der hat das dann bei Teilen der EU-Kommission vor 2 Jahren geschafft, dass er sich da
ein gutes Budget geholt hast für die Erweiterung von ECT. Aber wir haben das auf dem Radar, dass das nicht sein kann. Wir haben es ja auch auf dem Radar, dass wir hoffentlich dass Herr Rusnak da Generalsekretär ist, dass das jetzt irgendwann sich auch terminiert. Und ich denke, dann wird das Ganze auch von daher eine andere Nase hat. Aber ich denke, Sie haben recht, dass es da einen Widerspruch gibt. Also vielleicht nochmal, mich persönlich brauchen Sie nicht unbedingt zu überzeugen. Ich denke, die Rolle, was wichtig heute Abend ist, dass ich einfach nur mal die Fragen aufwerfen, die auch jetzt die nächsten 2 Monate zwischen den EU-Regierungen diskutiert werden. Und die 2 Fragen, also ich denke, es sind 3 Fragen. Die erste Frage ist, wenn alle EU-Staaten austreten, wie verhindern wir am besten, dass dieses Shopping von EU-Konzernen über andere, das ist möglich. Und was ist die Strategie dagegen? Und deshalb ist es auch in diesem Moment, denke ich, ist es auch extrem wichtig, dass jetzt, nachdem wir zusammen so gut, denke ich, die EU bewegt haben, und das ist ja ein bisschen manchmal so ein Supertanker, und natürlich kann man jetzt sagen, diese Gaskraftwerke, die noch drin sind, wenn die nicht drin wären, aber schaut es da mal an. Also ich denke, das sind 95% der fossilen Investitionen, die sind jetzt raus in der EU-Verhandlungsposition. Und manchmal muss man auch bereit sein, einen Kompromiss zu machen, weil man muss ja auch den Rest der EU-Länder mitnehmen. Jetzt ist es wichtig, dass wir Druck machen auf UK, und die haben ja sehr viel Assets. Schweiz hat es auch nicht ganz klar, und dann eben Norwegen und Japan. Ich denke, das sind die 4, die auch alle, diese 4 Länder haben auch mit der EU gemeinsam, dass sie alle sich ausgesprochen haben für Net Zero. Das heißt, die kommen, diese Regierung, wenn man das jetzt thematisiert, dann kommen die einen Widerspruch. Wie kann man diesen Vertrag nicht modernisieren wollen, also nicht die fossilen Investitionen terminieren und trotzdem sagen, ich bin sehr optimistisch, dass wir Net Zero schaffen. Das kann man nicht argumentieren. Und das ist jetzt, denke ich, der nächste strategische Schritt, ist eben, wir müssen jetzt mehr Druck machen auf diese 4 Länder, weil dann auch das Shopping über diese Junkie oder Zombie-Klausel oder wie immer sie heißt, dass dieses Shopping wird dann unwahrscheinlicher. Ich denke, das ist die eine Frage. Gut, und dann, ich denke, die andere Frage, das ist die da ist, wenn EU nicht mehr drin ist, kann der Vertrag ohne EU weiterlaufen? Macht der dann noch Sinn? Also kann er nochmal potenziert werden? Was heißt, wenn die Japaner drin bleiben, andere Asiaten dazuholen? Gut, das ist eine Frage, die ist auch, also die muss man gut auch jetzt bespielen. Gut, und dann kommt noch die dritte Frage, und da haben wir vielleicht auch dann inhaltlich, denke ich, vielleicht eine leichte Einschätzung. Also ich bin geschädigt, nicht persönlich, aber ideell durch das, was seinerzeit in Spanien abgelaufen ist. Und ihr müsst einfach verstehen, also jemand, der in erneuerbar investiert, der konnte nicht, die spanische Regierung, Aznar hat es wirklich geschafft, kein spanisches Gericht hat die klagen lassen. Und dann ich habe dann mit EU-Kommissar Oettinger und dann nachher mit dem Miguel, es entfällt mir sein Familienname. Cañete, mit dem habe ich habe x Meetings mit dem, ich habe gesagt, das ist doch absoluter Unsinn. Wir haben EU-Länder also Investoren aus EU-Ländern wurden in Spanien abgestraft, und ihr als EU-Kommission, ihr lasst, und die Spanier, die wollen da, man kann das ja nachverhandeln. Also Portugal hat auch einmal seine erneuerbare Förderung
nachgearbeitet, hat das aber im Dialog gemacht mit den erneuerbaren Investoren und die sind dann zu einem Agreement gekommen. Gut, und die EU-Kommission hat sich da, also diese zwei Kommissare, haben sich da auch immer rausgehalten. Und dann bleibt dir, also es könnte auch ein Bürgerfonds sein, der in Spanien investiert hat, auch der hätte Geld verloren. Ne? Und das ist eben die Frage, ob denn so ein Vertrag, wenn er denn nur noch da wäre, um die Erneuerbaren und Energieeffizienz, ob du ihn dann auch nicht willst. Gut, und ich denke, das ist das andere, was man dann, denke ich, auch ehrlich diskutieren muss. Und das sind die 3 Fragen, die jetzt die 2 nächsten Monate in allen EU-Regierungen diskutiert werden, auch mit der EU-Kommission. Und dann, denke ich, müssen wir, das ist, denke ich, jetzt die Krux, plus eben die Länder unter Druck setzen, die bisher sich da nicht positioniert haben. Okay, vielen Dank. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum zu dieser Frage Austritt oder Modernisierung. Und zwar, damit der ECT einer nachhaltigen und demokratischen Entwicklung und unseren Verpflichtungen gerecht wird, müssten demnach fossile Energien inklusive Gas nicht mehr geschützt werden. Die Zombie-Klausel müsste raus. Das Prinzip der Schiedsgerichte verschwinden, intraeuropäische Klagen müssten nicht mehr möglich sein. Wären das nicht viel zu viele Stellschrauben, an denen gedreht werden müsste? Frage ich Sie, Herr Thoms. Das ist genau die Frage, die ich auch habe. Aber ich denke, das Gute ist, dass wir endlich geschafft haben, ich denke, das ist wirklich eine Gemeinschaftsleistung zwischen den NGOs und einer Reihe progressiver Regierungen, dass das zum Thema wird. Wir haben die Chance, dass das im Glasgow-Jahr ist. Also jede Regierung, die nach Glasgow geht im November und auch noch im ECT ist, Old Version, die kann ich jeden Tag in der Zeitung, kann ich die vor mir hertreiben. Gut, und das ist eine gute Voraussetzung, um eben auch politischen Druck aufzusetzen. Und es ist klar, wenn das Sekretariat, also die müssen sich jetzt irgendwas einfallen lassen, um jetzt Bewegung. Sonst, denke ich, wird den europäischen Regierungen nichts anderes übrig bleiben, als auszutreten. Vielleicht kann ich auch noch mal was sagen. Ich glaube, die Liste, die ist schon sehr gut. Also keine Schiedsgerichte, kein Schutz von Fossilen und nicht noch 10 Jahre und dann noch 20 für Gas. Und ich glaube, die Kriterien sind auch, also wenn ich meinen Gaskollegen höre, denkt er so, das sind ja gar nicht so effiziente Anlagen, die da geschützt werden. Pflichten für Investoren, die Unabhängigkeit von Gerichten, also dieser Wahnsinn der Schiedsgerichtsbarkeit, ist ja überhaupt nicht Teil der Verhandlungen, weil die EU das in einem anderen Forum verhandelt, wo alle sagen, die Verhandlungen werden noch 10 Jahre. Also die Ernennung der Schiedsrichterin, wer ernennt die, ist Teil anderer internationaler Verhandlungen. Das mag verhandlungstaktisch sinnvoll sein, aber wenn diese Verhandlungen nochmal 10, 20 Jahre dauern werden, dann werden wir weiter von den Streitparteien ernannte Schiedsrichterinnen haben, zwar mit schönen Kodexen, dass sie unabhängig sein sollen und so weiter, aber da wird nicht gedreht in den Verhandlungen. Also es ist eine lange, lange Liste, die man bräuchte, um diesen Vertrag, ich sage jetzt mal, Public Interest Proof zu machen, nicht nur Klimaschutz Proof. Na, also es geht auch um die Frage, welche Möglichkeiten gibt es habe ich erwähnt, gegen Menschenrechtsverletzungen, rund um Staudämme in der Türkei vorzugehen für einen Staat und so weiter. Also das Problem ist sehr viel größer als das Klima. Die Liste der Reformen ist lang, die es geben könnte. Die im EU-Vorschlag genannt werden, sind schon mal kürzer. Und ich habe schon gesagt, es gibt massive Opposition. Also ich würde sagen, einfach, lass mich kurz ausreden, Claude, ganz kurz. Ich finde richtig, ich switche jetzt auch zum Du, sorry. Ich finde richtig, was du sagst, Großbritannien, Schweiz und die anderen in die Pflicht nehmen. Ich kehre immer ganz gerne erstmal vor der eigenen Haustür und da ist schon noch Spielraum. Ich glaube, was es braucht, ist eine Verbesserung
der EU-Position. Und zwar nicht nur in der Frage, werden Fossile geschützt oder nicht. Da habt ihr lang genug gestritten. Ich denke, der Kompromiss wird mit den Mitgliedstaaten, die wir haben, nicht mehr besser werden. Aber was ist denn mit so einer Forderung wie der Ausschöpfung des nationalen Rechtswegs? Absoluter Standard im internationalen Menschenrecht. Nur in dieser Parallelgerichtsbarkeit für Reiche gibt es das nicht. Die dürfen direkt vor ihre Sondergerichte ziehen. Also es gibt so viele gute Reformvorschläge aus diesen jahrzehntelangen Debatten. Sie sind nicht zu finden im EU-Vorschlag. Der kann verbessert werden. Das wäre mein erster Punkt. Und der zweite ist die Vorbereitung des Plan Bs. Ich wünsche mir Studien, die sich angucken, wie kann das gehen, ein gemeinsamer Austritt der EU-Mitgliedstaaten. Nicht nur das Reden darüber, sondern Rechtsgutachten einholen, wie können wir gut umgehen mit dieser Zombie-Klausel. Denn wenn ich die in der Hand habe, dann kann ich zeigen, ich meine das ernst. Ich erwäge das wirklich, wenn ich den Vertrag nicht Paris-konform machen kann. Aber daran muss man doch arbeiten. Also ich finde, man kann schon noch ein bisschen mehr die Verhandlungsmuskeln stärken, auch auf EU-Seite. Und damit möchte ich nicht in Abrede stellen, für was du und andere da schon hart gestritten haben. Das kann ich mir vorstellen. Gut, also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, die Sache mit, das heißt, bei der Arbitration ist es so, also das ist schon Teil der Verhandlungen. Gut, und die EU hatte schon vor 1,5 Jahren ein Mandat für den Teil. Ne? Das Problem war, also und natürlich, da muss man schauen, ob wir das auch nochmal zur Sprache bringen können. Unser Problem war, dass es lange Zeit war, es nur die DG Trade und die war eigentlich nur an einer leichten Verbesserung der Arbitration interessiert und nicht an einer Terminierung der fossilen Kontraktgut. Und das haben wir jetzt, denke ich, gemeinsam hingekriegt, aber ich habe mir das aufgeschrieben, ob da noch Spielraum ist. Und diese Studien zum EU-Austritt, also die spanische und die französische Energieministerin, die sich persönlich untereinander auch gut kennen, die haben eigentlich in Aussicht gestellt, dass die jetzt sowas machen. Ich weiß nicht, ob die EU-Kommission schon so weit ist, dass sie in die Richtung geht, aber ich denke, dass es ist schon wichtig, dass man einen Plan B hat, ne, wenn man verhandelt. Ne. Das ist, ich denke, das ist immer wichtig. Genau, und eine Deadline natürlich irgendwann. Ne? Also das ist ja oft die Frage. Ne? Ja, also ich weiß schon, ihr verhandelt erstmal, aber irgendwann, also seit 2009 höre ich das Wort Modernisierung, seit 2009. Ja. Wir haben Klimakrise. Ja, nee, aber gut, was soll ich euch sagen? Es hat mich und ein paar andere sehr viel Zeit und politischen Druck. Wir haben das quasi jetzt in einem Jahr hingekriegt, also irgendwann zwischen Februar 2020 und Februar 2021 so viel Druck aufzubauen, dass wir jetzt diese Verhandlungsposition auch bei Klima haben. Und ich bin eben auch wegen der Konstellation Glasgow, Klima, öffentliche Aufmerksamkeit, ich bin da optimistischer, dass man dieses Jahr, dass der Druck im Topf, und ohne diesen Druck im Topf kommst du nicht weiter, dass der Druck im Topf jetzt groß genug ist. Gut, aber ich denke von daher, ich denke, wir brauchen diese gute Zusammenarbeit auch über die nächsten Monate. Ich hoffe ja auch, dass der Fall von Vattenfall mit Atomkraft, dass der jetzt auch endlich mal die deutsche Öffentlichkeit ein bisschen aufgewacht hat. Also das für mich sehr, also diese 6 Monate deutsche Ratspräsidentschaft, die haben uns nur sehr gelinde, nur sehr wenig vorangebracht. Und jetzt ist ja das Vattenfall-Urteil da. Ich denke auch, dass die RWE-Sache, vielleicht nur ein Wort, weil das schon diesmal in einer anderen, diese Woche ein andermal, der deutsche Kohleausstieg und wie er organisiert wurde, kann man eigentlich, müsste man gegenüberstellen, wie die Engländer ihren Kohleausstieg organisiert haben. Die Engländer haben vor 5 Jahren einen Carbon-Floor-Preis eingeführt, also einen Mindest-CO2-Preis, den sie dann über Gesetz immer höher gespielt haben. Ich habe vor 3 Jahren, also sobald ich dann Energieminister war, habe ich den Benelux-Ländern, also Niederlande, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Schweiz und Österreich
Wir haben zusammen einen Club, der heißt Pentalateral Energy Forum. Das ist ja quasi 60% vom Stromverbrauch in Europa. Hatte ich vorgeschlagen, dass wir einen Mindest-Carbon-Floor-Preis machen. Für diese 6 Länder. Und das ist juristisch alles machbar. Und die deutsche Regierung wollte nicht. Obwohl ich überzeugt bin, dass der Kohleausstieg in Deutschland, der wäre wesentlich billiger geworden, wenn die Bundesregierung das gemacht hätte. Das heißt, es ist natürlich richtig, dass der Energie-Charter Treaty den Kohleunternehmen hilft, jetzt mehr Geld rauszuschlagen in Deutschland. Aber die Bundesregierung hatte die Wahl. Die Bundesregierung hätte mit uns einen Carbon-Floor-Preis machen können, weil in UK, also ein Unternehmen kann nicht gegen ein Marktinstrument wie einen Carbon-Floor-Preis klagen. Ne? Das war jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man eben, das ist eine wichtige Nuance auch in dieser Diskussion. Also eigentlich hätte die Bundesregierung auch trotz Energiecharta Treaty bei dem Kohleausstieg eine andere Option gehabt, ne, die sie leider nicht gezogen hat. Okay, wir kommen jetzt auch schon so langsam zum Ende von der Diskussionsrunde. Ich würde aber vielleicht noch gerne eine letzte Frage aus dem Publikum mit hineinnehmen. Und zwar lautet die Frage, könnte die fossile Industrie nicht die gleiche Argumentation benutzen, wie sie Minister Turmes über erneuerbare Energieinvestorinnen in Spanien nimmt? Ich würde sagen nein, weil und vor allem auch seit dem CETA-Urteil vom Europäischen Gerichtshof, weil das CETA-Urteil vom Europäischen Gerichtshof, wo ich persönlich gehofft hatte, dass seinerzeit der EuGH entschieden hätte, dass auch CETA-Arbitration mit EU-Gesetzen nicht kompatibel war. Aber was der EuGH hat gesagt, wenn es democratically based, justified political majority decisions gibt, also wenn also das Arbitration-Recht so wie vom Europäischen Gerichtshof interpretiert, gibt der fossilen Lobby also solange man Klimagesetze dann ordentlich und demokratisch macht, haben die keinen Stich. Ne? Und das ist, denke ich, nochmal was anderes wie seinerzeit also ich denke, das war schon eine extrem willkürliche Entscheidung seinerzeit der Aznar-Regierung. Also ich würde das, gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt extrem überzeugend war, aber ich würde jetzt mal einfach argumentativ sagen, dass es für Beschneidung von fossilen Interessen heute eine andere Gemengelage gibt und dass die auch sogar vom EuGH in diesem CETA Arbitration Case wurde die Arbitration ja eingeengt und qualifiziert, dass die fossile Energielobby da keinen Stich hat mit dieser Argumentation. Also wenn man sich die Klagen gegen Spanien anschaut und die Schiedssprüche, die sind ja sehr unterschiedlich. Ich habe das schon erwähnt, mal wird eine Klausel so ausgelegt, mal wird sie so ausgelegt. Wenn man sich die investorenfreundliche Urteile durchliest, da geht es ja letztendlich um die Rücknahme von Subventionen im erneuerbaren Bereich und wir wissen, es gibt sehr viel Subventionen im fossilen Bereich. Wenn man nur eines dieser Argumente anwendet auf fossile Subventionen, dann wird einem Angst und Bange. Und das hat damit zu tun, dass der Energiecharta-Vertrag so ausgelegt werden kann und von diesen Wildwest-Schiedsrichterinnen, die weiter auch in Zukunft nach EU-Vorschlag die Klagen entscheiden werden, so weit, also als quasi so eine Stillhaltevertrag für Staaten ausgelegt werden kann. Also ja, viele der Argumente kann man übernehmen. Viele dieser Urteile könnten genauso auch angewandt werden auf beispielsweise eine Entscheidung einer Regierung, Subventionen für Fossile zurückzunehmen. Ich wollte noch mal was grundsätzlich sagen zu den Klagen gegen Spanien. Ich und alle Menschen, mit denen ich in Spanien gegen den Energiecharta-Vertrag arbeite, teilen den Schock über die Entscheidung der Aznar-Regierung.
Das ist eine Katastrophe, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Trotzdem ist in keinem Land Europas die Bewegung gegen den Energiecharta-Vertrag so stark und so breit wie in Spanien. Das hat nichts damit zu tun, dass sie die Astana-Entscheidung gut fanden. Aber sie sind sehr überzeugt, dass der Energiecharta-Vertrag und private Schiedsgerichte, also eine Paralleljustiz für Reiche letztendlich, für ausländische Investoren, der falsche Weg ist, um solche Konflikte zu klären. Und weil das hier ernannt wird, ich glaube, der richtige Weg ist, die Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien, die ja schon mehr Rechtswege für Investoren in dem Bereich bereithält, aber eben nicht nur für ausländische Investoren. Also die Antwort auf schlechtes Regierungshandeln kann doch nicht sein, eine Parallelgerichtsbarkeit für einige. Das muss doch sozusagen eine Stärkung des Rechtsschutzes für alle sein. Deshalb gibt es eben so viel Widerstand gegen den Energiecharta-Vertrag von Greenpeace, von Fridays for Future und wie sie alle heißen, auch in Spanien, die Astana-Entscheidung eine Katastrophe fanden. Aber der Energiecharta-Vertrag ist die falsche Antwort, abgesehen von dem Missbrauch, der da betrieben wird, den Cedric ja schon angedeutet hat. Viele dieser Klagen wurden von Investoren eingereicht, die sehr, sehr spät in Spanien investiert haben. Zu einem Zeitpunkt, wo klar war, es gibt die Änderungen. Also es gibt ein extrem spekulatives Element in dieser Schiedsgerichtsbarkeit, auch jenseits von Spanien, was man sehr schön zeigen kann an den Klagen gegen Spanien. Also ich würde dich einladen, Claude, glaube ich, es wäre interessant, mal zu sprechen mit den Leuten, die sich die Klagen in Spanien genau angeguckt haben, die genauso traumatisiert sind von der Entscheidung, die es geht, aber trotzdem sagen, das ist nicht der Vertrag, über den wir die Energiewende vorantreiben können und wollen. Dafür braucht es andere Instrumente. Ja gut, aber zurzeit gibt es kein anderes Instrument, weil wir schon also ich habe ja schon ein paar erneuerbare EU-Richtlinien verhandelt und bisher haben wir es nie geschafft, obwohl wir das auch schon mal, also wir haben das natürlich auch bei der letzten Revision versucht. Das heißt, du bist, es ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass, ja, also manchmal kann man sich etwas wünschen und man kriegt es nicht politisch. Ne? Dann, gut, also wir müssen ja auch nicht in allem 1:1 einig sein. Ich denke, wir sind uns einig, dass also diese Fossil Investment Termination, die brauchen wir jetzt unbedingt. Und wir müssen dann die nächsten Wochen ganz eng zusammenarbeiten, um eben jetzt den Druck, der schon gut da ist, der muss erhöht werden. Und gut, und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Ob Modernization nicht nur ein Schlagwort ist, sondern wirklich reell was Sinnvolles produzieren kann. Und ich denke, der Druck ist jetzt auf diese Vertragsstaatenkonferenz, die es ja eigentlich ist, der ist da, das ist gut so. Und gut, und wenn sich da nichts bewegt, ich denke, dann ist es relativ klar, dass ihr werdet uns allen die Hölle so lange heiß machen, bis wir dann rausgehen. Und das ist auch gut so. Okay, vielen Dank. Also ich würde dann die Diskussionsrunde hiermit abschließen. Vielen Dank für die sehr interessanten Beiträge. Wir werden auf jeden Fall die Entwicklungen zu diesem Dossier sehr genau weiterverfolgen. Genau, ich bedanke mich dann sehr herzlich bei unseren 3 GesprächsteilnehmerInnen. Vielen Dank auch an Guy Ronca für die Übersetzung und natürlich auch an Corporate Europe Observatory und den Mouvement Écologique für die Unterstützung für diese Veranstaltung. Wenn Sie das Thema interessiert und Sie gerne noch weitere Informationen dazu nachschauen möchten oder die Petition unterschreiben möchten, können Sie das gerne unter www.nocorporateimpunity.org machen. Sie finden die Website auch nochmal im Chat.
Und genau, falls Sie noch mehr zum Thema und auch von Pia Eberhardt hören möchten, dann kann ich Ihnen die neue Folge von unserem Podcast An Schlierven sehr ans Herz legen, die morgen veröffentlicht werden wird. Genau, und dann zum Schluss natürlich auch noch ein sehr großes Dankeschön an alle ZuschauerInnen, die heute dabei waren. Sie werden im Anschluss auch noch einen Fragebogen erhalten und wir würden uns natürlich sehr über Ihre Meinung freuen. Und ja, ich hoffe, das Webinar hat Ihnen gefallen und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir aus für die Einladung und für die ganze Arbeit, die ihr auf diesem extrem komplexen Thema macht. Und das ist uns in der Region eine große Hilfe. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank an euch auch für die Organisation und die Moderation, Lisa. Danke. Danke.